Mittwochmorgen, 8 Uhr, BAG. Im Büro von Daniel Koch herrscht schon jetzt angespannte Stimmung. Ein erstes Blick-Interview hat er schon hinter sich. Jetzt geht's darum, wie weiter am Morgen nach dem ersten Fall. Was hier beraten wird, ist wegweisend für uns alle. Wie geht Daniel Koch mit dieser Verantwortung um? Es ist ja nicht so, dass ich das allein verantworte, sondern wir sind ein Team und mit dem Team zusammen tragen wir natürlich die ganze Verantwortung. Ich muss schnell schauen. Ja, Koch. Grüß dich, Frau Rummel. Ja, okay. Darf ich schnell? Offenbar ein heikles Telefonat. Das Fernsehteam muss raus, so ist es abgesprochen. Wir dürfen von außen weiterfilmen, aber ohne Ton. Die Bilder sprechen für sich. Gibt es weitere Fälle? Daniel Koch gibt sich bedeckt und leicht gereizt. Hat es jetzt neue Fälle gegeben? Das kommt später. Wie sich später herausstellen wird, haben Daniel Koch und seine engsten Mitarbeiter gerade erfahren von einem zweiten Fall. Im Aargau. Offiziell bestätigt wird dieser erst 36 Stunden später. Fest steht, das Coronavirus ist definitiv in der Schweiz angekommen. Zeit für drastische Maßnahmen? Das Team diskutiert weitere Möglichkeiten. In Deutschland machen jetzt die Schulen schließen. Das ist eigentlich keine Maßnahme, die Eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, das Schulobligatorium wird vorübergehend aufgehoben. Dann können die Eltern die Kinder zu Hause behalten, wenn sie wollen. Und die sie zu der Schule machen, können sie sichern. Noch wird in Sachen Schulen nichts entschieden. Für solche Maßnahmen ist die Zeit an diesem Mittwoch noch nicht reif. Die Schwierigkeit ist abzuschätzen, was kommt als nächstes und was ist als nächstes gefordert. Es ist fast so ein bisschen wie im Sport. Das Timing ist das A und O der ganzen Geschichte. Man darf nicht zu früh sein, man darf es aber nicht verpassen. Und von dem her ist zur richtigen Zeit das Richtige machen, das Richtige sagen und die richtigen Massnahmen treffen. Das ist das A und O. Eine Gratwanderung, die ihm auch immer wieder Kritik einbringt. Das BAG handle zu langsam, verharmlose, unterschätze die Gefahr, heißt es. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich alles richtig mache. Ich werde einen Fehler machen, das ist völlig klar. Ich denke, ich kann mit dem recht gut umgehen. Also das belastet mich nicht. Nach 2 hektischen Stunden gibt es ein paar Minuten Entspannung. Ein Kaffee muss drin liegen. Auf dem Weg dahin eine kurze Lagebesprechung mit seinem Chef, BAG-Direktor Pascal Strupler. Wir haben das für Sie organisiert. Sie sind die glücklichste Person im ganzen Haus. Ihr Lachen ist der Sonnenschein für den ganzen Tag. Doch schnell gilt's wieder ernst. Die Taskforce-Sitzung steht an. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen der Abteilung für übertragbare Krankheiten ist seit Wochen ausschließlich mit dem Coronavirus beschäftigt. Klar, dass wir auch hier während der Sitzung nur von außen filmen dürfen. Hier werden die neuesten Informationen ausgetauscht und Strategien entwickelt. Unter anderem legt Daniel Koch letzte Details der Informationskampagne über die Hygienemaßnahmen fest. Noch halten Daniel Koch und sein Team an der Strategie fest, jeden einzelnen Fall zu erfassen und in Quarantäne zu setzen. Das werden sie erst ändern, wenn so viele Fälle auftreten, dass sie sich nicht mehr zurückverfolgen lassen. Ab dann rückt für Daniel Koch der Schutz von besonders gefährdeten Menschen, also vor allem von Älteren, in den Vordergrund. Das wäre eine Strategie, wo man Empfehlungen abgeben würde. Geht nicht Grosseltern besuchen, schaut in den Home, man muss die Besucher einschränken, man muss schauen, wer darf besuchen. Wir dürfen zum Beispiel in einem Altersheim nur noch
Leute reinlassen, die eine Maske tragen, weil man ja dann nicht weiss, könnte dort jemand kommen, der infiziert ist. Also es sind solche Massnahmen, die dann auch sehr spezifisch sind und wo wir dann selbstverständlich auch spezifisch kommunizieren müssen. 48 Stunden nach diesen Aufnahmen verbietet der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Der Kampf gegen das Coronavirus hat gerade erst begonnen und Daniel Koch wird weiterhin im Mittelpunkt stehen.